Danke vielmals, Joel. Und ich freue mich auch, dass wir an dem zweiten Advent können die Verse weiter verfolgen aus Jesaja 9. Und zuerst so als Einstieg, Adventszeit ist ja ist oft eine Zeit, wo Gefühle raufkommen können in unserem Leben, in unserem Herz, die wir sonst unter dem Jahr nicht so spüren. Positive Sachen, aber auch negative Sachen. Ich mache euch ein positives Beispiel. Ich bin nie so gern daheim wie in der Adventszeit. Sonst ist unsere Wohnung, für mich ist es mehr so schlafen, essen, funktional. Aber in der Adventszeit kann ich heimkommen und dann auf dem Sofa sitzen, Kerzen anzünden. Und einfach, es ist anders. Es ist etwas anderes von dem Gefühl. Irgendwie so heimelig, es daheim zu haben, ist ganz speziell in der Adventszeit, was sonst nicht so ist im Jahr. Und ihr habt vielleicht andere Sachen, die während der Adventszeit so raufkommen, das Gefühl. Aber es kann auch negative Sachen können raufkommen in dieser Zeit. Zum Beispiel, wenn Erinnerungen aufkommen an einen Menschen, den du sehr gerne hast, aber der jetzt nicht mehr da ist in der Adventszeit, dann kann das sehr schwer sein, die Zeit. Und ich glaube, es kommt dann noch so verstärkend dazu, dass es so dunkel ist draussen und wir gleichzeitig so Lichter anzünden, Kerzen anzünden. Oder was? Und es macht das noch stärker. Auf der einen Seite so das Licht und so, hey, so könnte das Leben sein, voller Freude, gute Beziehungen, alles ist in Ordnung. Und auf der anderen Seite die Dunkelheit, manchmal merken wir dann, hey, manchmal ist das Leben nicht so gekommen, wie wir es uns gewünscht haben. Und wir merken, dass das Leben so Schatten wirft, auch auf unser Herz. Und darum wollen wir uns heute die Frage stellen, hey, gibt es Hoffnung in diesen Situationen, wo wir merken, das Leben ist dunkel geworden oder in unserem Herzen ist es dunkel geworden? Oder wo wir merken, hey, eigentlich sollten sich Situationen verändern. Greift Gott irgendwann noch ein? Und wir lesen aus Jesaja 8, ab Vers 23 bis 9,6. Und in dem Text wird es auch um Dunkelheit und um Licht gehen. Da steht, doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Wurden früher auch das Land Zebulon und das Land Naphtali gedemütigt, so wird später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordans zu Ehren kommen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Oder Weihnachtsgeschenkle. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, oder man könnte ja übersetzen, Gott Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß, der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Amen. Die Bibel braucht für die Dunkelheit in dieser Zeit damals und teilweise auch in unserer Zeit ein ganz starkes Wort. Es heißt auf Hebräisch Salmavet und es bedeutet eigentlich Finsternis oder auch, wenn es in unserem Leben so dunkel ist, wie wenn der Tod schon einen Schatten über unser Leben würde hineinwerfen. Das ist das Wort, das gebraucht wird für die Zeit damals. Es ist eine Zeit von der Verzweiflung, von Hunger, von Not, von Angst. Und zwar, Israel ist in einer Kriegssituation inne. Israel hat Gott weggeschickt und hat gesagt, die Herausforderungen, die wir politisch haben, das Chaos, das wir da haben, das schaffen wir ohne dich, Gott. Wir haben so gute politische Allianzen, wir haben Nachbarvölker, die uns beistehen gegen den grossen Feind. Wir schaffen das ohne Gott. Der grosse Feind zu dieser Zeit von Jesaja sind die Assyrer, das ist die damalige Weltmacht. Und ihre Kriegsstrategie ist Einschüchterung. Sie sind so grausam, sie sind so brutal in der Art, wie sie kriegen. Ich verzichte jetzt auf Details. Gewisse Leute haben noch nichts morgen gehabt und so heute Morgen. Es ist wirklich schlimm. Und sie haben eigentlich
sie haben eigentlich gesagt, wenn wir nur von euch hören, die Krieger sagen, hey, wir ergeben uns. Wir wollen gar nicht gegen euch kämpfen. Uns ist lieber, wir werden in die Sklaverei abgeführt, aber wir bleiben am Leben und werden nicht gefoltert, als diesen Assyrern müssen im Krieg begegnen. Und diese Angst und diese Verzweiflung kommt jetzt über das Volk von Israel, über das Volk der Juden. Hoffnungslosigkeit. Ich finde, Hoffnungslosigkeit ist etwas vom Unerträglichsten im Leben. Weil Hoffnungslosigkeit bedeutet nicht nur, dass vielleicht du krank bist oder dass du arbeitslos bist oder dass du einsam bist oder Ungerechtigkeit erlebst oder Erwartungen hast an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie, wo du gar nicht kannst erfüllen kannst. Und es ist wie wenn es ein Würgen ist in deinem Leben, sondern Hoffnungslosigkeit bedeutet auch, dass sich deine Situation nicht wird ändern. Dass du den Eindruck hast, es wird immer so bleiben. Ich werde immer krank bleiben. Es gibt kein Licht am Ende vom Tunnel. Das ist Hoffnungslosigkeit. Darum ist es so erdrückend. Darum fühlt es sich so unerträglich an in unserem Leben. Und in dieser Hoffnungslosigkeit sagt Gott, ich bringe meine Hilfe in dein Leben hinein. Ich bin der starke Gott, der dir jederzeit helfen kann und mit jeder Situation fertig wird. Und darum heißt es im Vers 1, über ein Volk, das in der Dunkelheit lebt, kommt ein helles Licht, es kommt plötzlich Hoffnung rein. Weil Gott sagt, hey, ich bin da, ich rede zu dir. Im Vers 3, denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte. Gott erinnert sein Volk und er erinnert auch uns heute Morgen, hey, ich habe doch in der Vergangenheit schon so oft eingegriffen in dein Leben und dir geholfen, denk nur dran und bleib zuversichtlich. Damals hat Gott zurückerinnert, ins Jahr 1200 vor Christus, wo das Volk von Midian, von einem fremden Volk, angegriffen worden ist, mit riesigen Heer. Und Gott sagt, magst du dich nicht mehr erinnern? Damals hat doch der Richter Gideon mit 300 Männern hat er ein riesiges Heer von Tausenden von Leuten in die Flucht geschlagen. Einfach weil Gott stark ist, weil ich der Allmächtige bin, weil ich jede Situation wenden kann. Und so soll es doch auch jetzt sein, in deinem Leben. Kinderhüte ist auch wichtig, ja. Wir sind in der Zeit von Jesaja 700 vor Christus und Jerusalem ist umlagert von einem riesigen Heer von diesen Assyrern. Und sie machen wieder genau das Gleiche. Einschüchterungstaktik. Sie sagen, ihr könnt freiwillig rauskommen, mit allem Gold, mit allem Geld, mit allen Frauen und Kindern. Wir tun euch alle deportieren, aber es passiert wenigstens, ihr verliert wenigstens nicht euer Leben. Oder ihr könnt gegen uns kämpfen, aber dann wisst ihr, was passiert. Und die Juden in Jerusalem, sie schreien zu Gott, sagen, bitte hilf uns, wir können nichts mehr machen. Und Gott sagt, hey, ich werde eingreifen. Und er schickt seinen Engel ins Heer der Assyrer und es kommt Tod in das Lager hinein und Tausende von Soldaten von den Assyrern sterben. Man nimmt heute an, aus Berichten, die außerhalb der Bibel sind, dass es irgendeine Pest war oder so, wo so viele Menschen gestorben sind und der assyrische König muss heimgehen, erfolglos heimgehen nach Ninive. Es gibt heute in London eine Tonsäule, die man anschauen kann, im Museum. Das ist das sogenannte Taylor Prisma. Und auf dieser Säule hat es assyrische Inschriften. Und da hat der König der Assyrer, der Sanherib, hat damals all seine Erfolge hat er auf die Säule aufgeschrieben. Das kann man heute nachlesen. Und auf dieser Säule findest du auch die Namen von ganz vielen jüdischen Städten, die der König Sanherib erobert hat. Wo er sich gerühmt hat, ich bin der grösste Feldherr, niemand kann mir widerstehen. Nur einen Namen findest du auf dieser Säule nicht. Und das ist der Name Jerusalem. Der ist nicht auf die Säule gekommen. Ich meine, alle hätten gesagt, hey, hör auf zu schiessen. Wir wissen ganz genau, dass du die Stadt nicht eingenommen hast. Was steht auf dieser Säule drauf? Der Sanherib hat geschrieben, Jerusalem ist wie ein Vogel im Käfig gewesen. Und das stimmt. Sie sind wirklich belagert gewesen und hatten keine Hoffnung gehabt. Und nachher heisst, schreibt er sogar drauf, und später ist mir ein Teil vom Lösegeld nach Ninive gebracht worden, was auch stimmt. Aber was zwischen ihnen nicht ist, muss er auslassen. Nämlich, dass kein Triumphzug stattgefunden hat, dass Jerusalem nie eingenommen worden ist. Und was mit seinem Heer passiert ist, hat er auch nicht draufgeschrieben, weil es so peinlich war. Er hat verloren. Er hat wieder heimgehen müssen, weil sich das erfüllt hat, was Gott gesagt hat. Gott ist zu stark.
Und Gott schützt sein Volk. Gott kann eingreifen. Gott kann jede Situation ändern, weil er der starke Gott ist. Und die Säule bezeugt das heute. Aber was der Jesaja voraussagt, ist mehr als nur einfach ein Eingreifen zu seiner Zeit. Dass Gott ab und zu kommt und sein Volk beschützt. Oder ab und zu kommt und hilft vom Himmel oben runter. Was wir lesen in diesen Vers, im Vers 5 und 6, ist, auf seinen Schultern ruht Herrschaft. Er heißt starker Gott. Seine Herrschaft ist groß. Der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Da ist ein König verheißen, der auf die Erde kommt und der für immer wird auf dieser Erde regieren. Das ist noch ganz etwas anderes. Und das hat sich erfüllt, wo Jesus gekommen ist. Und jeder Mensch, wo Jesus begegnet ist, hat gespürt, da ist die Kraft Gottes, die Macht Gottes ist mit Jesus. Er hat kranke Menschen geheilt, egal welche Krankheit. Er hat 5000 Menschen können mit 2 Brot und 5 Fisch ernähren. Einfach Essen vermehrt, um Menschen, die hungern, können mit Essen zu versorgen. Jesus hat selber von sich gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und das ist bis heute so, dass Jesus die Macht hat und sie einsetzt für unser Leben, für dich und für mich. Wenn wir zu ihm rufen, wenn wir sagen, starker Gott, hilf mir, kommt Jesus mit seiner Macht. Und ich möchte ein paar Sachen aus unserer Kirche erzählen, die er da hat, in den letzten Jahren. Da ist eine Frau, die im Rollstuhl war, aber sie hat immer wieder gebetet, Gott, du kannst mich heilen. Und eines Tages, nach Gebet, steht sie auf dem Rollstuhl auf und macht die ersten Schritte. Und hat wieder angefangen zu laufen und sie ist seit Jahren nicht mehr im Rollstuhl und läuft und ist gesund. Gott hat sie geheilt. Da ist die Familie, wo ein Kind bekommen hat und das Kind war gehörlos gewesen. Und es hat nicht auf Geräusche reagiert und man hat gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Und der Arzt hat gesagt, hey, das Kind kann nicht hören. Die Familie hat gebetet, über Wochen, Monate gebetet. Und eines Tages hat das Kind angefangen zu hören, ist heute erwachsen, ist kerngesund. Teil von unserer Kirche. Gott greift ein, Gott ist allmächtig. Er kann jede Situation verändern. Vor einem Jahr haben wir für eine Studentin hier im Haus gebetet, die Lähmungen hatte und das Fatigue-Syndrom. Und Gott hat sie geheilt von dem Syndrom. Sie hat die Symptome nicht mehr. Ist geheilt. Gott greift ein mit seiner Kraft. Aber seine Kraft, Amen. Ja, das ist so. Und gleichzeitig, ich glaube, wir müssen verstehen, seine Kraft heisst nicht nur, dass Gott Wunder tut oder Situationen von einem Moment auf den anderen verändert. Ich denke auch an ein Ehepaar, das von einem Geschäftspartner betrogen worden ist um extrem viel Geld. Sie haben ihm Vertrauen, eigentlich aus der Freundschaft heraus, haben sie ihm Geld gegeben und er hat es nie zurückgezahlt und hat nachher quasi die Anwalt geschickt, um sich zu verteidigen für den Betrug, den er gemacht hat. Und das Ehepaar in unserer Kirche hat von Gott so viel Kraft bekommen, um sich aufzurappeln und zu sagen, wir vergeben dir. Und wir möchten einen Weg finden, um mit dir wieder Frieden zu haben. Das ist auch Kraft Gottes in unserem Leben, durch schwierige Situationen. Oder ich denke an all die Erwachsenen, die ihre betagten Eltern pflegen. Und ich weiss von Situationen auch in unserer Kirche, wo auf die Liebe und auf das beständige Dransein, den Vater wieder heimholen, wenn er irgendwie ausgebüxt ist aus dem Spital oder was auch immer das zu tun ist, dass teilweise so viel nur Kritik, nur Negatives zurückkommt. Und du denkst, hey, jetzt höre ich denn auf, wenn sie so undankbar sind. Aber die Kraft Gottes ist in ihrem Leben und sie bleiben dran, ihren Eltern zu dienen, obwohl nur Negatives zurückkommt. Das ist auch Kraft Gottes, die Allmacht Gottes in unseren Situationen. Und darum gibt es viele Menschen, die sagen, hey, so einen Gott möchte ich auch. Den Jesus möchte ich kennenlernen, der die Wünsche von meinem Herz kennt. Ich wünsche mir so einen Gott, der meine Gebete hört, der meine Situation wirklich verändern kann, der reinkommt in meine Dunkelheit und es wieder Licht wird, wo ich wieder Hoffnung bekomme, wo ich die Hoffnung schon lange aufgegeben habe. Natürlich. Und so war es auch zu der Zeit von Jesus gewesen. Die Juden haben gesagt, hey Jesus, wir sehen, was du machst, wir brauchen dich unbedingt. Bitte komm und hilf uns. Für das, was wir brauchen, die Ungerechtigkeit, die wir erleben, die Steuern, die wir haben, die Römer, die mit uns machen, was sie wollen, die Gewalt, die da ist in unserem Land. Und die Juden wollten Jesus zum König machen, haben gesagt, komm nach Jerusalem und bist unser König.
Jerusalem, der Ort, wo der David und der Salomo regiert haben. Und du kommst, wir wissen, jetzt kommt deine Königsherrschaft. Komm du, vertreib du die Römer, gib uns ein gutes Leben. Das ist doch das, für das du gekommen bist. Und Jesus macht nicht mit. Jesus ist nicht bereit, sich für die Sachen einzusetzen, wo Menschen gedacht haben, für das bist doch du gekommen. So verstehen wir das Alte Testament. Jesus ist so unerwartet anders, teilweise auch, wenn wir beten. Im Vers 23 heißt, dass er zu Ehre bringt das Land Galiläa der Heiden. Wenn du, ich will jetzt nicht einen Schweizer Vergleich beiziehen mit Städten, die verachtet sind und Städten, die beliebt sind, aber wenn du in Israel damals geboren worden bist, dann ist Jerusalem der Ort gewesen, wo Hype war, wo alle Leute hergekommen sind, die Karriere machen, die Ansehen haben. Und Galiläa ist das Kaff gewesen, wo niemand geboren werden will. Das Kaff, wo du nicht in deinem Lebenslauf haben willst und wo du nicht willst, dass jemand erfährt, dass du dort aufgewachsen bist. Das ist so peinlich gewesen. Und Jesus wächst dort auf. Jesus ist nicht nach Jerusalem Wunder machen, sondern hat sie in Galiläa da. Und der Jesaja sieht das voraus, 700 Jahre vorher. Dort werden Heiden sein. Dort werden Menschen sein, die sich nicht für Gott interessieren. Dort werden Menschen sein, die nicht so fromm leben, die nicht so jüdisch korrekt leben, wo nicht die Erwartung ist, wir warten auf den grossen König, den Messias, sondern wir nehmen das nicht so ernst mit Gott. Und dort wächst Jesus auf. Dort findet er Freunde. Dort tut er seine ersten Wunder, weil Jesus so anders ist, als wir es oft erwarten. Weil er zu Menschen geht, die nicht damit rechnen, dass Jesus zu ihnen kommt. Hey, du denkst vielleicht, dass du der Letzte wärst oder die Letzte wärst, wo Jesus wird kommen, wenn heute Weihnachten wäre, wenn Jesus jetzt wird auf die Welt kommen. Dass du der Letzte wärst, zu dem Jesus wird gehen. Aber Jesus ist so anders. Er wird zu dir kommen. Und noch etwas ist anders. Es wird nicht ein König angekündigt in dem Text. Das Wort kommt gar nicht vor in unserem Text. Es kommt nur ein Kind vor. Ein König steht für Gewalt, für Macht, für Einfluss. Ein Kind steht für Unschuld, für Schwäche, Abhängigkeit. Und Jesus kommt so. Und er sagt den Juden später auch, schau, du denkst, dass deine Probleme irgendwo dort draussen sind. Dass sie nichts mit dir zu tun haben, sondern wenn ich das da aussen würde regeln, dann würde es dir nachher gut gehen. Die Römer und Steuern und Unterdrückung, wenn das gut wäre, dann würde es dir gut gehen. Aber ich bin gekommen, um dir zu sagen, das Problem ist in deinem Herz, nicht dort draussen. Das grösste Problem, das wir haben als Menschen, tragen wir in uns. Das sind unsere Gedanken, ist unser Herz. Und darum sagt Jesus, ich bin nicht als König gekommen. Ich bin nicht gekommen, um Gewalt mit anderer Gewalt entgegnen. Sondern ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, du brauchst eine Lösung von deinem Herz. Aus eurem Herzen, sagt Jesus, zu uns allen kommen böse Gedanken. Wie Mord, Ehebruch, Diebstahl, Verleumdung, sexuelle Unmoral. All das kommt aus unserem Herz raus. Was unsere Welt vergiftet, ist nicht primär die anderen, sondern auch unser Leben und unsere Herzen. Und Jesus kommt für das. Wir Christen können von dem ein Lied singen. Überall, wo wir in den letzten 2000 Jahren über längere Zeit in einem Land regiert haben und unbeschränkt haben können Gesetze machen und sagen haben, ist auch viel Machtmissbrauch und viel Gewalt geschehen. Das sind dunkle Kapitel, da schämen wir uns heute dafür, dass die Menschen sich Christen genannt haben. Aber es ist, weil aus unserem Herzen raus die Sachen kommen. Es gibt keine Entschuldigung. Darum sind andere Christen gekommen im Verlauf der Zeit und haben gesagt, hey, wenn wir eine Regierungsform haben, die einigermaßen christlich ist, dann braucht es eine Gewaltenteilung. Dann darf ein Mensch nicht zu viel Macht haben. Weil wir genau wissen, unser Herz kann uns so schnell verführen, die Macht missbrauchen für unsere eigenen Zwecke. Und darum kann ich dir versprechen, auch wenn es nur ein kleines Beispiel ist, wenn wir am Schluss Kollekte einziehen und Leute runtergehen, das Geld zählen, werden sie immer das Zweite tun sein. 4-Augen-Prinzip, sagen wir dem, in ganz vielen Bereichen von unserem Leben. Weil wir wissen, so schnell kann der Gedanke kommen. Wir haben es gelesen, Diebstahl, Verleumdung.
wenn nicht jemand anders schaut, weil wir unserem Herz nicht trauen können. Und wenn du das noch nie so wahrgenommen hast, dann glaube ich, dann weißt du nicht, was du in der Lage wärst, Böses zu tun, wenn du die Möglichkeit hast. Ich kann dir aus meinem Leben erzählen, dass ich so viele Situationen kenne, wo mein Herz mich so hintergangen hat und betrogen hat und Böses aus meinem Herz rausgekommen ist. Das kann mit Gewohnheiten sein, das kann mit Sucht zu tun haben, das kann damit zu tun haben, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Schaffe ich es, Menschen so zu respektieren, wenn ich mich selber respektiere? So schnell. Du darfst nachher gerne noch zu mir kommen und fragen. Da gibt es kein Geheimnis. Aber ich möchte dir eine Frage stellen. Hast du schon mal probiert, eine Woche lang kein einziges böses Wort über irgendeinen anderen Mensch zu sagen? Eine Woche lang kein böses Wort. Weder über Politiker, noch über deine Nachbarn, noch über deinen Lebenspartner. Und ich sage bewusst kein Wort, weil was passiert, wenn ich sage, du machst es ein bisschen besser als letzte Woche, das ist die erste Möglichkeit für unser böses Herz, zu sagen, ha, ich habe ihn eigentlich schon verwünscht. Weil unser Herz lässt uns gern 1-2 Wochen unsere Erfolge feiern. Ich habe ein bisschen weniger gegessen und ich habe ein bisschen weniger gelästert und ich habe ein bisschen mehr gespendet. Und wir werden so stolz und unser Herz weiß das. Jetzt wird er 2 Wochen stolz, einen Monat später ist er wieder im gleichen Wort wie vorher. Und wir sind entmutigter als vorher. Und wir glauben noch weniger daran, dass wir uns verändern können. Und unser Herz weiß das ganz genau. Aus unserem Herz kommt Böses raus. Und dann reden wir wieder über andere schlecht, einfach zum selber besser dastehen. Und wir merken nicht, wie es uns distanziert, wie wir das Vertrauen zu anderen Menschen verlieren, wie wir so schnell einsam werden. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Problem von deinem Herz zu lösen. Ich bin nicht gekommen für den anderen, ich bin gekommen für dich. Ich bin nicht gekommen, um dir den Eindruck zu geben, wenn die anderen alle besser wären, dann wäre es schön auf dieser Welt. Ich bin gekommen, um dich zu retten von deinem Herz und von deinen bösen Gedanken. Jesaja hat das so klar vorausgesehen. 700 Jahre bevor Jesus gekommen ist, sagt er wurde verachtet, Jesus, und von den Menschen abgelehnt. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Jesus ist am Kreuz gestorben, unschuldig, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Damit Gott eine Möglichkeit hat, um uns freisprechen. Und dass alles, was uns trennt von Gott, kann auf die Seite geschoben werden und dass wir wieder eine Beziehung haben zu Gott. Dass es Weihnachten werden in unserem Leben. Das bedeutet, ein Kind ist uns geboren und sein Name heißt starker Gott. Wir brauchen beides. Jesus ist beides. Er ist Gott, stark in unserem Leben, aber er ist auch ein Kind, das kommt und aufwächst und lebt mit uns. Und alles miterlebt an Einsamkeit, an Schmerz, an Frust, an Verlassenwerden und unendlichem Schmerz, den er erleidet. Jesus kennt das. Und es hat mir mal so geholfen, zum Verstehen, oder respektive zum Sagen, auch wenn ich nicht verstehe, wieso dass wir durch so viel Leid durchgehen, wieso dass Gott so viel Leid zulässt in dieser Welt. Eins kann ich nicht sagen, dass es Gott egal ist. Sonst hätte er nie Jesus so zu uns geschickt und durch all das durchgehen lassen. Dorothy Sayers, eine Krimi-Autorin aus dem letzten Jahrhundert in England, sie schreibt, aus welchem Grund auch immer Gott uns in Leid und Tod stürzen ließ, er hatte dennoch die Ehrlichkeit und den Mut, seine eigene Medizin zu schlucken. Jesus hat das durchlebt, wo wir durchleben. Und auf so eine intensive Art, dass wir nicht sagen können, es ist Gott egal. Gott ist Mensch geworden und zu uns gekommen. Und er hat gelitten und er hat unsere Sünden auf sich genommen und den Zorn Gottes für unsere Sünden selber ertragen, damit wir frei sein können. Damit du weißt, wenn du jetzt durch eine schwierige Zeit durchgehst, dass du weißt, Gott ist nicht gegen mich.
Es ist nicht eine Strafe von Gott, sondern Gott ist an meiner Seite. Mir ist vergeben. Ich weiß, auch wenn ich noch nicht weiß, wo das Ende vom Tunnel ist, aber ich habe Gott an meiner Seite. Er kann gar nicht noch jemand anders sein, weil mir ist vergeben und Gott ist bei mir und Gott wird mich nie allein lassen. Und ich werde durch das durchkommen und seine Kraft wird mit dir sein und seine Versprechen gehen in Erfüllung. Ein Kind ist uns geboren und sein Name heißt starker Gott. Was bedeutet das? Auch noch für unsere Adventszeit und für dein Leben. Es bedeutet, dass du jederzeit Gott kannst bitten. Komm du und hilf mir mit deiner Kraft. Wir haben das heute Morgen schon gemacht, wir werden es wieder machen im Gottesdienst. Wir werden für dich beten, dass Situationen sich ändern, dass Gottes Kraft in dein Leben hineinkommt. Darum hat er den Namen, dass du den Namen kannst anrufen kannst. Sagen, heute Morgen, Jesus, wenn du sagst, du bist der starke Gott, dann bitte komm und mach dein Versprechen wahr in meinem Leben. Nimm ihn beim Namen. Nimm sein Versprechen ernst, das er dir gibt. Komm zu ihm und bitte ihn. Heute Morgen. Das Zweite, was er tut, ist, dass er die Macht von der Sünde in unserem Leben zerbricht. Dass die alten Gewohnheiten, die destruktiven Sachen, die in deinem Leben sind, dass das nicht bleiben muss für immer, sondern dass du kannst sagen, hey, heute ist der erste Tag von einem neuen Leben, wo ich glaube, dass Jesus Kraft hat, Destruktives in meinem Leben kaputt zu machen. Alkoholsucht, negative Gedanken, Depressionen, was immer das ist. Gott hat es zerstört. Gott entmachtet die Sünde. Ich muss nicht mehr in dem Destruktiven weiterlaufen, wo ich bis jetzt gelebt habe, weil Gott ist mächtig, Gott ist stark. Und drittens, es bedeutet, dass du nicht Schuldgefühl haben musst. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wenn wir erinnert werden, vielleicht an Sachen, die passiert sind in unserem Leben, wo wir schuldig sind, wo wir Menschen im Stich gelassen haben, wo Beziehungen kaputt gegangen sind, was immer passiert ist, wo wir Schuld auf uns geladen haben, dass Jesus dir zuspricht, ich bin gekommen in die Welt, um für dich zu sterben und deine Sünden zu vergeben, damit du frei bist von Anklage. Es gibt keine Verurteilung mehr für den, der mit Jesus Christus zusammen ist. Und dass das für dich gilt und dein Trost ist in dieser Zeit. Und zuletzt, wenn Jesus wirklich Gott ist und Mensch ist, dann kannst du nicht in die Weihnachtszeit hineingehen und einfach sagen, Jesus hat mich inspiriert. Oder Jesus ist ein gutes Vorbild. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, wenn Jesus Mensch ist und Gott gleichzeitig, kannst du nicht einfach sagen, er ist ein guter Mensch. Er ist für mich ein Vorbild. Das ist viel zu wenig. Auch damals hat kein Jude gesagt, du inspirierst mich, Jesus. Entweder hat man ihn gehasst, weil er gesagt hat, er sei Gott. Oder man hat Angst gehabt vor ihm, weil er so ein Spinner ist und die ganze Welt auf den Kopf stellt. Oder Menschen sind auf die Knie gegangen und haben gesagt, du bist der Einzige, der mich retten kann. Du bist der Einzige, der meine Sünden vergeben kann. Du bist der Einzige, der mein Herz verändern kann. Du bist der Einzige, der die Welt neu machen, gerecht machen und Frieden bringen. Ich bete dich an. Ich gebe dir mein Leben. Ich möchte von jetzt an Tag für Tag aus der Freude leben, dich zu kennen. Deine Liebe zu erfahren. Glücklich sein, dankbar sein darüber, dass du zu mir gekommen bist, obwohl ich dich überhaupt nicht gesucht habe. Das sind die einzig möglichen Reaktionen auf Jesus. Aber du kannst nicht sagen, er ist ein Vorbild oder ein guter Mensch. Und darum frage ich dich, was machst du heute mit Jesus? Ist Jesus für dich so ein Triggerpunkt, wo du hassig wirst? Weil alles dafür spricht, dass er von Gott kommt. Und weil er mit seinen Worten so schnell in unseren Herzen aufdeckt, dass da Böses ist und dass wir Erlösung brauchen. Und es kann uns hässig machen. Wenn wir geglaubt haben, es langt, ich bin eigentlich noch gut und ich brauche Gott nicht. Oder lässt du es heute Morgen zu, dass der Jesus, der ein starker Gott ist und dir helfen kann, dass er ein Mensch geworden ist, um deine Sünden zu tragen und dir zu vergeben, damit du
ein neues Leben kannst bekommen, ein ewiges Leben, dass du versöhnt wirst mit Gott. Weil es keinen anderen Weg gibt als Jesus allein. Dass du mit uns heute Morgen kannst Lieder singen. Kannst singen, wir beten Jesus an. Der starke Gott, der diese Welt einmal wird neu und schön und voller Frieden und voller Gerechtigkeit machen, weil er es kann. Und der Jesus, der gleichzeitig ein Baby geworden ist, zum mitten unter uns leben, zu jedem gehen, der verachtet ist und unsere Sünde auf sie nehmen. Ihn wollen wir anbeten. Und darum möchten wir in diesem Gottesdienst auch das Abendmahl feiern. Und du darfst gerne dein Plastikbehälterchen vornehmen, wo das Brot und der Traubensaft drin ist. Jesus hat uns die Zeichen gegeben, dass wir nie vergessen. Er ist der starke Gott, der die Sünden der ganzen Welt auf seinen Schultern tragen kann. Das kann niemand von uns. Das kann nur Jesus. Und gleichzeitig ist er Mensch geworden und er hat einen Körper gehabt, wie du und ich. Fleisch und Blut. Damit er sterben kann für unsere Sünden und uns kann vergeben. Und das feiern wir im Abendmahl. Seine grosse Kraft und seine grosse Schwäche für dich und Gnade für dich. Und heute Morgen, ich weiss und ich mache da keinen Hehl daraus, das ist gleichzeitig auch eine Trennlinie. Niemand kann das Abendmahl, niemand soll das Abendmahl feiern, der nicht eine Beziehung hat zu Jesus Christus. Jesus vergibt Sünden, damit wir ewig in Gemeinschaft mit Gott leben können. Und wer die Vergebung ablehnt, wird ewig getrennt bleiben von Gott. Aber es ist auch eine Einladung heute Morgen. Es ist eine Einladung von Jesus. Sagen, hey, möchtest du nicht das Geschenk annehmen? Möchtest du nicht das erste Mal heute Morgen das Brot essen und den Traubensaft trinken? Im Denken, in der Erinnerung daran, was Jesus für dich da hat und im Vertrauen, du hast meine Sünden vergeben. Du bist mein Retter. Du bist mein starker Gott. Du bist mein Erlöser. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt das Abendmahl feiern. Danke für die Gnade und die Stärke, die uns begegnet im Abendmahl. Ich möchte dich bitten, dass du jeden, der dir vertraut, stärken tust, begegnest. Stärk du unseren Glauben, stärk du unser Vertrauen. Gerade wenn wir durch Dunkelheit gehen, begegne du uns jetzt. Lass du dir Moment sein von der Freude, von der Zuversicht. Du versprichst uns, dass wir dir ganz persönlich begegnen im Abendmahl. Und ich möchte dich bitten, für die Menschen, die dich bis jetzt noch nicht gekannt haben, dass sie auf das Klopfen an ihr Herzen, das sie jetzt spüren, wo du anklopfst, sagst, möchtest du mir dein Leben aufmachen, dass ich König sein von deinem Leben, dass sie dem auftun, dass sie das Klopfen beantworten, dass sie sagen, Jesus, ich vertraue dir, vergib du meine Sünde, rette du mich und lass sie mit uns Abendmahl essen. So danken wir dir für das Brot, den Traubensaft, segne uns im wunderbaren Namen Jesus. Amen.